denke, ich bin eine Art Chef, glaube ich, modern, in gewissen Situationen streng, aber fair. Schöner kann ein Schnitzel doch nicht sein. Ich habe jetzt nicht mehr Freizeit, gar nicht, aber ich kann eigentlich bestimmen, wo es angeht mit mir. Und das war mir wichtig. Der Emanuel ist 20 und führt sein eigenes Restaurant. Wie es zu dem gekommen ist und was die Herausforderungen als junger Chef sind, erzählt er uns heute. Ich wollte schon immer Koch werden. Also ich war schon als kleines Kind immer in der Vaters Kochtöpfe am Rühren. Das war eigentlich ein bisschen zufällig, dass ich den Ochs übernommen habe. Wir waren hier Stammkunden, ich und meine Eltern und Familie. Der Vorbesitzer hat nachher kundgegeben, dass er aufhört. Und dann hat meine Mutter so als Spass gesagt, komm, mach doch du das. Ich so, nein, hör auf. Nachher hat mich der Gedanke doch nicht ganz losgelassen. Das war im September und dann ist alles eigentlich ganz schnell gegangen. Tatsächlich hatte ich keine schlaflose Nacht, weil ich immer so kaputt war, dass ich froh war, dass ich schlafen konnte. Aber ja, am Anfang war ich schon ein bisschen nervös, auf jeden Fall. Im April hat das Restaurant eröffnet und Emanuel führt ein Team von total 8 Leuten. Und dann neu 2 Amüs, Blattsalat, Focaccia, dann Wiener und Kalbsrücken, Pommes, Bratkartoffeln. Ich denke, ich bin eine Art Chef, glaube ich, modern, würde ich sagen, weil also ich schreie nicht, ich tue niemanden beleidigen, wie man es sonst gehört von der Küche oder von dem Beruf. Aber ich denke trotzdem in gewissen Situationen streng, aber fair. Oh, Achtung, Grill, Maike. Ui, ganz die schwarze Scheibe da. Danke, Wolfi. Machst du jetzt 3 fertig aufs Mal, bitte, Banna? 3 fix fertig, genau. Ist ganz schlecht. Kreativität macht mir sehr Spaß am Kochen. Und dass ich mich eigentlich, wie ich bin, zum Ausdruck bringen kann und den Gästen Freude machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich koche und jetzt auch ein Restaurant habe. Ich habe jetzt nicht mehr Freizeit, gar nicht, aber ich kann eigentlich bestimmen, wo es angeht mit mir. Und das war mir wichtig. Genau. Wie ist drinnen? Wie viele Leute sind in der Küche im Ganzen? Also Stand jetzt sind wir offiziell das 3. inklusive mir. Aber wie man sieht, mein Vater ist jetzt heute noch dazu gekommen, ein bisschen die Abwasch machen. 3 Leute, das ist schon nicht viel. Nein. Nein, eben. Darum, ich habe vorhin gesagt, ich tue mir vielleicht noch einen 50% Koch anstellen lassen. Im Moment hat es sich ein bisschen eingependelt, wie viel ich arbeite. Wir haben das jetzt so organisieren, dass ich auch schon 2 Tage frei machen kann. Am eine Zimmerstunde. Aber am Anfang sind das schon 16, 17, 18 Stunden. Ich hatte tatsächlich immer das Ziel, selbstständig zu sein. Sei es jetzt ein Restaurant oder sonst etwas. Meine Eltern, das haben mir, meine Eltern ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater war auch Koch in Österreich. Er hat auch verschiedene Restaurants geführt, Küchenchef. Meine Mutter hat auch Kellner gelernt oder Restaurationsfachfrau. Sind wir alle immer abgeraten von dem Beruf. Es sind alle immer gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Wie es der Zufall will, haben wir es doch gemacht. Und ich glaube, meine Eltern haben schon ein bisschen Freude, dass wir jetzt hier auch zusammen etwas wirken können. Genau. Der Emanuel ist gelehrter Koch. Bevor er selbstständig geworden ist, hat er im 5-Sterne Grand Hotel National in Luzern gearbeitet. Ich sage, das ist nicht abgehoben tönen, aber das ist eines der besten Risottos. Das habe ich gelernt von einem italienischen Kollegen von mir. Der war mein Chef, auch im National, eine Zeit lang. Ich denke, der Unterschied zwischen in Luzern arbeiten und hier arbeiten ist sicher, dass ich hier aufgewachsen bin. Das ist meine Heimatgemeinde. Es ist ruhiger und ich bin froh, dass ich wieder hier wirken kann und etwas zurückgeben kann. Genau. Also meine Ziele und Pläne für die Zukunft sind sicher noch einen 2. oder 3. Standort aufmachen. Aber ein anderes Konzept, nicht so wie, sagen wir mal, gut bürgerlich. Eher so ein Bistro mit coolem Essen für junge Leute.
Das ist sicher unser Ziel.